Ich sehe ein Tier, das du nicht siehst. Es ist nicht schön rot, es ist auch nicht schön blau, es ist auch nicht schön grün. Nein. Es ist nämlich wie der Ast. Gar nicht schön farbig wie ich. Ne, Pat geht gleich dorthin. Sali und herzlich willkommen zu Pat the Guide. Das ist die neue Tiersendung hier bei uns im Zambo. Und heute sind wir bei den Elefanten. Wir sind ganz noch beim Schwimmtraining mit dabei und wir werden nachher noch ihnen das Essen in ihrem Aussenkäfig verstecken. Bevor wir das machen, wollen wir dir jetzt das Tier noch ein bisschen genauer vorstellen. Elefanten leben in der Natur in Afrika, hier Pinky gezeichnet, und in Asien. Der Elefant ist das schwerste Landtier der Welt und er braucht sehr wenig Schlaf. 3 bis 4 Stunden langen ihm völlig. Der Elefant gehört zu den bedrohten Tieren, vor allem weil die Menschen ihnen den Platz zum Leben wegnehmen. Boah, das ist ein grosser Haufen Elefantengacki. Ja, wir sind jetzt hier im Aussenkäfig von den Elefanten hier im Zoo Zürich. Bei mir ist Sabrina. Sabrina, hoi, merci, können wir mit dabei sein. Guten Tag, hoi, ja, sehr gerne. Haben die Elefanten keinen Weiz, also keinen Ort, wo sie in ihrem Käfig überall hingehen? Leider nein, machen? Schön wär's, aber sie machen, wo sie gerade Lust haben. Sie sind schon sauber, sie stehen also gar nicht rein, das haben sie nicht gern. Aber Rücksicht nehmen sie nicht, nein. Das ist riesig. Das ist von einem erwachsenen, ausgewachsenen Elefant. Jawohl, das ist jetzt vom Thai. Ihr habt ja auch Mischa bei euch, das Elefantenjunge, der auch schon ein Internetstar geworden ist. Tut denn das ein kleineres Gacki machen? Das ist natürlich kleiner ein Elefant, kleiner Gacki. Okay, wir nachher mal schauen. Den Vergleich machen wir nachher. Ist gut, das nimmt mich schon noch Wunder. Also. Oh, das ist noch schwer. Hoppla. Das stinkt gar nicht so. Es ist noch gut, dass es kompakt ist. He? So, ich glaube, das sind die letzten 2. Sabrina, jetzt haben wir in aller Ruhe ein Aussenkäfig putzen. Wo sind echt die Elefanten? Die Elefanten die sind jetzt in der Innenanlage, damit wir hier in Ruhe alles einrichten können. Das wäre hier, he? Das wäre dann genau, ja. Das bedeutet also, wenn ihr hier außen am Putzen sind, sind sie drinnen. Und wenn ihr drinnen am Putzen sind, sind sie dann wieder draußen. Genau, ja. Damit ihr eure Ruhe habt und sie ihre Ruhe haben. Genau, so ist es. Okay. Ja. Oh, hey, ich habe noch einen gefunden. So, jetzt haben wir alle. Tipptopp. Also. Pat wäre gescheiter zu mir, kann das Gacki wegmachen. Da hat er nicht so ein grosses Werkzeug gebraucht. Da hat das Playmobil-Schüffeli gelenkt. Nachdem wir das Aussenkäfig der Elefanten jetzt geputzt haben, alle Gacki weg ist, gibt es jetzt etwas zum Schnabulieren für die Elefanten. Jawohl. Was haben wir noch dabei, Sabrina? Also hier haben wir jetzt Äpfel. Die kennt ja jeder so in diesem Zustand, ja. Nicht wahr? Und das sind Randen. Ist das ein Äpfel? Ist das eine grosse Mahlzeit? Ein Äpfel ist das Praline. Wie die an einem bestimmten Ort verteilen am Käfig? Bestimmt nicht. Also, da darfst du kreativ sein. Es geht darum, dass der Elefant ein bisschen denken, ein bisschen laufen, ein bisschen schauen. Das heisst, du kannst die verstecken, wo es dort hinkommt. Ja. Und den Elefanten suchen. Mal schauen, ob ihr die findet. Hier, oh, merci. Schön. Yeah! Sehr gut. So, in diese Löcher tut man auch Futter rein von den Elefanten, damit sie mit dem Rüssel da wirklich reinlängen und nuschen und fühlen, wo denn das feine Fressen ist. Das müssen sie sich schon ein bisschen verdienen hier, he? Die Versteckis machen mit dem Essen. Ah. Oh! Ah. Ei. Nein!
Also. Das Futter ist verteilt und versteckt. Jetzt geht's los. Äpfel sind ja wie ein Praline für Elefanten. Ja, die würde ich glaube auch zuerst schnappen. Ah, schau mal, den im Loch hat er auch gefunden. Ja, aber meine Rande hat er noch nicht entdeckt. Dann lieber eine Ladung Heu. Du, der ist noch schön auf, hä? Einen guten. Oh, das beißt unter dem Flügel. Ich sollte auch wieder mal duschen da. Oh, das schudert mich gerade. Oh, baden sollte ich auch wieder einmal richtig. Apropos Baden. Die Elefanten machen doch das auch, Pat. Sabrina, wieso braucht es das Schwimmtraining für die Elefanten? Brauchen in dem Sinn tut es nicht, weil sie sehr gerne alleine baden, aber da ja Besucher das auch gerne mal sehen und wir auch gerne sicher sein wollen, ob es auch wirklich geht oder nicht, haben wir angefangen das zu trainieren. Das heisst, wir bieten ihnen das an, hey, wenn du jetzt kommst, um unsere Zeit, dann gibt es noch Futter. Eine Belohnung. Genau. Gibt es hier unter den Elefanten Sportkanonen, gibt es Bewegungsmuffel? Das gibt es wie überall, ja. Jetzt haben wir hier unsere Meisterschwimmerin, Farah, die schwimmt sehr gerne und sehr oft und ist sehr eine gute Schwimmerin. Ich hoffe, sie zeigt uns das jetzt. Was machst du jetzt zum Start, damit sie da ankommt? Jetzt zum Start zu mir sagen, hey, wenn du jetzt badest, dann gibt es etwas zu essen, tue ich einen Wasserstrahl aufs Wasser richten. Das ist für sie das Startsignal. Okay. Das ist schon cool. Ich meine, da kommt sonst niemand an. Wir sind hier wirklich voll mit dabei im Elefantenschwimmtraining. Jetzt ist sie noch nicht da. Der Pfiff ist eigentlich immer ein Zeichen, jawohl, ist gut. Also der Pfiff heisst, ist gut. Nicht nur fressen, auch ein bisschen schwimmen. Die will noch nicht so ganz. He? So, komm. Ist es ein bisschen zu kalt? Ja, sie geniert sich ein bisschen vor dem Annetzen. Oh. Das ist, wenn sie mal nass ist, ist gut. Die haben recht empfindliche Haut, die merken sehr wohl, ob es warm oder kalt oder angenehm oder nicht angenehm ist. Dann geht es ihnen ähnlich wie bei uns auch mit dem Annetzen. Dann stimmt das dann gar nicht, wenn man sagt, dicke Elefantenhaut, dass sie unempfindlich sind? Nein, gar nicht. Es ist eine dicke Haut, die sehr, sehr empfindlich ist. Wo merken Sie denn sonst noch bei der empfindlichen Haut? Bei den Insekten natürlich. Da haben sie gar nicht gern. Also sie merken schon, wenn es landet. Ah ja. Und natürlich, wenn sie stechen, sowieso, wie wir auch, das ist nicht angenehm. Und auch die Sonne müssen sie auch schauen. Also sie können auch einmal ein bisschen zu viel Sonne verwischen. Oder? Sonnenbrand? Wird dann nicht rot, aber ja, es tut weh. Oh wow, ja. Ja, jetzt, wenn sie so mit dem Rüssel schwenkt, ist sie fest am Überlegen. Sie macht es spannend, hä? Komm. Okay. Jetzt kommt die große Belohnung. Jetzt mitten. Jetzt kannst du da. Yeah! Nein, das war Zangengeworg, aber... Yes! Jetzt ist sie am Planschen, wir haben es geschafft. Danke dir, Sabrina. Ja, bitte. Super, dass wir das erleben können. Wie ist das Training heute gegangen? Was hast du gefunden? Wie war sie drauf? Ja, sie ist nicht so motiviert zum Baden wie auch schon. Also man hat gemerkt, das ist ihr langweilig, aber sie will nicht unbedingt. Schauen, jetzt planscht sie recht umeinander. Sie ist wirklich, man hat es ein bisschen gemerkt, sie tut ein bisschen spielen. Auch mit mir. Sie tut ein bisschen schauen, wie ernst meint sie es, wie lange hält sie echt durch. Und Sally, jetzt ist mir wirklich genug langweilig und jetzt am Schluss hat sie gefunden, ach komm, mal, so ein Bad ist eben doch etwas Cooles und da haben wir sie.
Also das Elefantenmädchen Farah ist am Planschen und am Schwimmen, ein bisschen Sport machen. Sport habe ich heute auch noch vor bei Pat oder dir. Und zwar Kraftsport gegen den Orang-Utan. Ja, etwas hat noch versprochen und was wir versprechen, das halten wir auch. Wir haben sich vorher von der Elefantengacki gehabt, dass bei den grossen Elefanten das Gacki eben gross ist und beim Elefantenkalb, bei der Mischa, das Gacki recht klein ist. Und das wollen wir jetzt noch schnell zeigen. Schau mal hier. Also, das ist von einem grossen Elefant und das hier ist das kleine Gacki von der Omisha. Da sieht man schon recht einen Unterschied, oder? In diesem Sinne, merci vielmals, bist du mit dabei gewesen. Heute bei Pattagei, bei unserer neuen Tiersendung im Zambo. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ah, magst du noch ein bisschen schmecken? Da. Probier mal, schau mal. Uiuiui, pfui! Grusig das mit dem Gacki anlängen. Ich hoffe, er tut den Hang waschen, bevor er zu mir kommt. Ups, ich sollte ja selber noch ein bisschen putzen. Ich habe ja das vergessen gestern. Da hat es noch ein bisschen Komm, das ist jetzt hartnäckig.